So nah und doch so fern, Freunde. Ist das nächste Ziel hier bei Xenoblade Chronicles. Ihr seht schon, wir müssen da vorne irgendwie hin. Die Frage ist, Schulk, runter wollte ich das eigentlich nicht, aber egal. Guck mal schnell, kommen wir jetzt hier überhaupt hin? Bin ich jetzt ein Stockwerk tiefer, oder? Wenn ich jetzt hier... sieht so aus, wäre ein Stockwerk tiefer, aber irgendwie laut Karte doch nicht. Okay. Ja, wir müssen irgendwie da hinten, da rüber hin natürlich, irgendwie so herum. Ihr seht da irgendwie, wenn ich jetzt da ganz irgendwie so die Treppe da hochgehen, beziehungsweise da runtergehen würde. Also in die ganz crazy klingt, sprich, muss der jetzt ein Stockwerk höher, bevor ich dann da drüber komme und wieder ein Stockwerk tiefer gehe. Also irgendwie ein bisschen crazy, aber naja. Sicher alles besser als das, was wir im letzten Part geboten haben, zum Schluss sind. Das war ja ein bisschen, naja. Achso, also nur eine Abkürzung, damit ich da den Monstern ausweichen kann. Naja, so. Wieso eigentlich? Das ist ein gutes Training, oder? Und Training haben wir irgendwie trotz allem, obwohl wir eigentlich so stark sind, haben wir es trotz allem nötig. Das ist ja das Verrückte daran. Aber das ist, liebe Freunde, halt die Welt von Xenoblade Chronicles. Hier kann es echt, also... Ja. So ein Markenzeichen von Xenoblade Chronicles ist wirklich... Du kannst trainieren, so viel du willst. Du bist niemals... Ups, das ist aber sehr langsam. Du bist niemals übertrainiert. Never ever. Ich glaube, das gibt's gar nicht hier. Übertrainiert? Nee. Alter, ich bin nicht hier aus dem Weg. Was soll denn das? Dämliche Ratte. So, tschüss. Antriebsgeist ist down. Sehr schön. Ja, Freunde, ich glaube, wir kommen hier noch im Verlauf dieses... Der Mechunis-Hallen kommen wir sicher noch auf Level 60, wenn es so weitergeht. Wir sind nicht schlecht, oder? Wir fragen mich allerdings wirklich, auf welchem Level ist wohl der Endboss? Meine Güte, ich meine, bereits 60 ist noch lange kein Ende in Sicht. Von dem her, kann man sich irgendwie mal denken, oh, das kann noch eine Weile dauern, eine ganze Weile. Vermutlich ist der Endboss irgendwie Level 100, das würde mich gerne mal überraschen, wenn das wirklich so wäre. So, dann wäre... Wieso aber die Krone nicht auch getroffen? Der war direkt daneben, Mann! Voll doof! Menno! Was kommt der ganze Haufen, ist klar. Egal, ein paar davon können mich mal. Und zwar kreuzweise so rein, bitte, alles klar. Sie gehen auf ihn los. Unser Tank, den alle lieben. Auch natürlich die Krone. Die Krone erinnert ein bisschen an das Spiel dort auf dem 3DS, versteht ihr, der Kampf um die Kronen und so. 1 und 2. Oh, war eigentlich ganz cool. So, jo, was machst du da eigentlich? Züpp. Der auch hinüber, fehlt nur noch einer. Der ist das erste Trick. Was willst du denn, Kumpel? Schon wieder, Alter. Und das war's mit dem Tricky Line, dem alten Schwein. Naja, hab vorhin noch gesagt, so großkotzig, ja, den kann man gut trainieren und so, aber so gut ist es dann doch nicht, wa? Oh. Der hat es ein bisschen früh entdeckt. M76, der Regen. Ja, Regen, das jetzt, würde ich jetzt begrüßen, hey. Regen, Regen, Regen. Diesen Regen kann nie schaden. Ja, machen trotz allem guten Damage. Und schon bloß Schulk, obwohl sein Impuls ist schon ziemlich, also sprich seine Widerstandsrate, Widerstand sage ich schon, Ausweichrate natürlich sehr gut. Ihr seht schon, die treffen mich. Ja gut, oh, das war ein Flächenangriff, der war aber gemein. Aber ansonsten trifft er mich eigentlich kaum. Geht sowieso immer auf Ryan los. Dafür ist ein Tank ja da. Und tschüssi. Hallo? Wollte schon sagen, Tschüssikowski. Alter, 2 Level tiefer, bringt kaum noch Erfahrungspunkte, ist das übel. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich will dort irgendwie rüber, nicht wahr? Das war ja ganz verkorkst hier irgendwie. Wir haben das letzte Mal gemacht, im letzten Part, da muss ich wieder ähnlich machen, wa? Vielleicht irgendwie ein Stockwerk höher und dann da irgendwie runtergleiten. Wobei, das letzte Mal war es ja ein bisschen sehr doof von mir gemacht, nicht wahr? Da habe ich ja irgendwie, hatte ich wohl das Gefühl, ich könnte es bereits mit Level 59 Gegnern aufnehmen. Tja. Das war halt ein bisschen fehl. So, genau, das war doch irgendwie so. Dann hier hoch. Dazugeben, der letzte Part ist bei mir schon wieder 2-3 Tage her. Mittlerweile gerade ein bisschen kreuz und quer alles mögliche auf. Zelda, Xenoblade, Anno, neue Projekte, alles mögliche. Und das einfach nur, damit ich über die Weihnachtsfeiertage
genug auf Vorrat habe und mich da lässig zurücklehnen und, naja, halt bereits das neue Jahr produzieren, beziehungsweise sogar nur mich zurücklehnen und ein bisschen chillen kann. Chillen, hörst du auch so selten heutzutage. Chillen, relaxen, wie auch immer. Was sagt jetzt die Karte? Nochmal ganz kurz begutachten. Genau, ich muss da irgendwie dann runterklettern, weil dann wäre ich bereits im ersten Nuge, wo ich hin muss. Wieso auch immer, weil ich muss eigentlich immer höher. Ist irgendwie schon ein bisschen verrückt. So, wenn ich jetzt da hingehe, sind ein paar Gegner. Was sind die für ein Level? Ich würde gerne trotz allem ein bisschen trainieren. Nee, die sind zu schwach. Das Problem ist, sie halten mich zwar gut auf, aber sie geben keinen Erfahrungspunkt oder kaum noch. Und das ist natürlich das, was mich ein bisschen ankotzt. So, jetzt bin ich hier oben. Naja, also runterfallen lassen natürlich auch eine Variante, aber nee. Obwohl, bin ich hier etwa dort, wo ich hin müsste? Könnte das etwas sein? Nee. Nee, das müsste irgendwie weiter dort drüben sein, wa? Sprich, irgendwo da drüben, da runter. Dort. Dort muss ich hin, genau. Das soll jetzt klar, wenn ich jetzt hier irgendwie da rüber komme, sprich dort. Und runterfallen lasse. Ja. Theorie gut, ich glaube die Praxis dürfte ein bisschen doof werden, egal. Man sieht schon, ich muss trotzdem da durch, nochmal platt machen, sonst komme ich nicht weg. Gut, von mir aus. Die Sonne, der Regen, die Krone, ihr seid alle Daumen gleich. Ich habe das Super-Team, obwohl das Super-Team müsste ich eigentlich dann statt Wine reinnehmen. Und tschüss, so, die Krone hätten wir da. Ne, die Sonne war es, Entschuldigung. Die Sonne wäre hinüber. Was mich vor allem interessieren würde, ist eigentlich Fiora. Ja, sie lieben sich, wer weiß. Wäre eigentlich Fiora oder Dunban stärker im Angriff. Ich glaube, ja, Fiora war. Dann bräuchte man vor allem, ja, vielleicht in Kombination war. Das ist noch cool, wenn halt ständig irgendwie Schulk mit dem Monado und so, irgendwie ein bisschen der Techniker und Angreifer. Fiora ist diejenige, die ja einfach die Monados ziemlich gut aufhalten kann. Sprich mit ihren physischen oder Ätherangriffen. Und dann ist derjenige, der einfach slasht, sprich alles mögliche down kriegt. Die nicht zum Umfallen bringt, Schulk macht sie ohnmächtig und naja. Das ist jetzt mal so meine Theorie. Aber ich weiß, Theorie gut, Praxis besser. Oh, die Vorschau, verdammt. Ja, man merkt schon, ich brauche Wine für die Defense. Das ist schon eine Tatsache. Zack, so. Nochmal ein paar neue Klamotten, damit wir nicht ständig die Klamotten wechseln. So, den ersten Gegner schon wieder. Wer kann jetzt da schon wieder? Aber trotz allem, wir trainieren relativ gut. Kann man durchaus so sagen. So, Schattenauge für den Angriff. Jupp. Physische Techniken. Hey, den haben wir jetzt gerade. Wo ist mein Angriffsziel? Wie? Wieso ist er da vorne? Verstehe ich nicht. Egal, mal ganz kurz geheilt, weil ich brenne. Ich brenne vor Leidenschaft. Schön wär's. Die Ratte schon wieder, der einfach nicht trifft. Also natürlich macht irgendeinen Flächenangriff, der sowieso im Arsch. So Kumpel, weg mit euch! Da trifft ihm nur einen. Und dann hat er so ein riesiges Teil hier und trotzdem trifft ihm nur... Das ist unglaublich, ey. Ups. War einer durch. Einer down, kommt der nächste dran. So, Schattenauge, kommt ganz im rechten Moment. Dankeschön. Zack, ja, bereits 4209. 10.000. 8.000. Bin immer mehr. Und ich bin gleich down, merke ich gerade. Wieso überhaupt? Greift man die ganze Zeit an. Dead I don't understand it. Wer greift mir da die ganze Zeit an? Beziehungsweise macht so viel Damage. Alter, ich hab die Schnauze voll. Was denn jetzt schon wieder? Was denn jetzt schon wieder? Autosäge? Nein, Fiora. Du darfst nicht krepieren, das wäre ziemlich doof. Ungünstig vor allem. Sage bumm, so willst du Autosäge? Achso, das war der... Nein, scheiße. So, schnell. Verdammt. Jetzt wollte ich gerade healen und dann so ein Kacke. Fiora, komm schnell wieder hoch. Sonst kriegst du keine Erfahrungspunkte. Das wären sie ein bisschen doof.
Also wir trotzdem so viel Schaden machen, hey. Mann, wir sind doch 2 Level höher. Bald 3, wenn es so weitergeht. Wow, Alter, hat mich fast ausgenockt. Diese dämlichen Flächenangriffe, hey, die sind echt übel. Übel, übel, nochmals übel. Das sagt auch der Dübel. Wo bin ich jetzt? Da muss ich wieder da vorne hin. Ja, genau, so war ja der Quatsch. Ach du Scheiße. Wir haben am letzten Part so gefehlt, wa? Ich teste mal ganz kurz was Neues. Und zwar mal Fiora ganz kurz raus und für Dunban rein. Wieso hat Ricky fast gleich viele Erfahrungspunkte wie mir? Verstehe ich auch nicht. Ich nehme mal Ricky ganz kurz rein für Ryan. Ich will einfach mal ein bisschen durchtesten. Wenn zwischen so viele Partymitglieder und irgendwie, gut, ich habe Schuld jemand vorne, stimmt natürlich. Aber Schuld brauche ich halt, den Monado. Die ganzen Fähigkeiten, im Superangriff. Alle möglichen, da ist Schuld mit Monado einfach, alter Schwede. Kann ich ihn anlocken? Ohne bitte den ganz großen da hinten, dankeschön. Ja, dann das Begrüßungskomitee. Nein, jetzt haut der andere ab. Verdammt, jetzt wollte er gerade mehr auf einmal treffen. Oh, habe ich auch. Sag mal, ist Ricky derjenige, der so viel Damage macht oder wie? Okay, er hat es umgeworfen, sehr schön. Ich mache ihn gleich mal down. Sind gerade tiefer, wieso machen. Also irgendwie läuft es gerade ziemlich gut. Macht so viel Damage hier. Ist Ricky? Nee. Frost, okay, ja gut, Ricky ist derjenige, der Damage macht, plus Stanzeffekte. Und vor allem ist der ein Tanker. Alter, 9000, so klein und... Naja, klein aber oho. Ja, wenn es weiter geht, Level 59, geil. So. Ja, nochmal, wer will noch nicht? Entschuldigung, umgekehrt. Husten, Schattenauge, jetzt wird's heikel. Das sagt auch der liebe Michael. Trotzdem gehe ich mal ganz kurz aufs Schild, man weiß ja nie. Jupp. Den Menschen kann ich später immer noch. Ja, das Teil ist schon übel. Hey, kannst sagen, was du willst. Wo ist der andere? Ich greife erstmal den an. Jetzt ist der hier. Offensivsicht. Alles klar. Oh, du Scheiße. Hey. Wer zieht mir so viel ab? Ich weiß, ich rede gerade ein bisschen weniger, aber ich bin hier gerade ein bisschen gucken, wer der so viel Damage macht, hat und wieso geht jetzt rein. Ah, stimmt ja. Dunban! Du kannst healen! Hat irgendwie so eine seltsame, coole, geile Fähigkeit, mit der er sich irgendwie healen und dann wieder stärken irgendwie so, keine Ahnung. Über den Tackle 4 gegen Ricky. Ich hab da ein Schild drauf, hallo? Achso, ist ein Level stärker. Mein Schild ist weg, sehe ich gerade. Scheiße. So, ein bisschen gehealt, schön. Ricky wird gleich down gehen, ich sehe es jetzt schon. Da geht auf Ricky los. Hey, hey, Ricky. Ja, Frost, das ist gut, kann ich so langsam, könnt ihr mich bitte zurückholen? Thank you very much. Ich glaube, braucht doch einen Healer, wa? Wenn ich bald Ricky heilen kann, habe ich ein Problem. Ricky, ich brauche dich, Kumpel. Wo ist mein Super-Tank? Der jedem gefällt. Jetzt reicht es aber Impuls. So, jetzt hilft ihm bald nicht mehr. Ricky, zieh die Angriffe auf dich, Kumpel. So, vorbei, dankeschön. Alter, ist das eine Nervensäge? Das gibt's nicht. Ricky, du schaffst das. Ricky, Ricky. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieder mal ein Schild einsetzen oder wie? Ja, aber auch ein Schild, verdammt. Den Schild, ich krieg das wir nicht down. Das falsche Team irgendwie, welche sollten sonst nehmen? Healen, 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 jupp. Oh, das wird gleich wehtun. Boah, Alter, wieso zieht immer so viel ab? Ich war doch fast voll gehealt. Ricky, schnell. Dankeschön, Ricky. Ricky, halt durch, ich halte dich gleich. So, dankeschön, ich halte dich so, jetzt. Lenken weiter ab, lenken weiter ab.
Oh oh, Alter, macht der viel Damage, ey. Ja, so ein 59er, der macht schon. Oh oh. Ja, toll. Was machen wir jetzt? Oh, scheiße, bin zu spät dran gewesen. Nein! Ah, man, so lange überlegt, hätte aber einfach zu schnell. Er fliegt zugenäht. So, Ricky, jetzt muss ich mich mal heilen. Verdammter Mist. So, Ricky hält zwar viel aus, man sieht es zwar. Und trotz allem, er macht so viel Damage und trifft mich auch so oft. Ja, das meinte ich, er trifft mich einfach so oft. Verdammt. Was war das gerade? Wieso ist der Kampf abgebrochen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay, irgendwie klappt der Trick nicht so, wie ich es gerne hätte. Mensch, der Part wäre schon vorbei, das gibt's nicht, hey. Dann, wenn du machst, dann sagt es nicht schlecht, aber irgendwie... Ich versuche das alte Team wieder mal, Freunde. Ryan, der kann ein bisschen besser tanken und Charlotte soll noch gefälligst mehr healen. Ja, versuch's mal so, wa? Freunde, das wieder erst im nächsten Part, hier bei Xenoblade Chronicles. Ich weiß, wir kommen nicht gerade richtig voran, außer dem Trainieren natürlich. Aber der Typ ist einfach zu mächtig, hey, muss ich irgendwie eine bessere Strategie haben. Den Platz zu machen, sprich mehr auf Shield gehen, Impuls, Charlotte soll mehr heilen, Ryan mehr tanken, ablocken, gleichzeitig angreifen. Es ist übel, hey, was so ein Level-Unterschied machen kann, wa? Unglaublich, aber wahr. Also dann bis, was machst du da, Charlotte? Obwohl, ich sehe gerade, ich kann natürlich da hindurch noch, soll ich erstmal die Plan machen, aber vielleicht ein Level Up noch und dann gegen den antreten. Weil irgendwie will ich den einfach platt kriegen. Ja, vor allem für die Teamleiter ist es besser, wenn ich zuerst mal die Typen da oben platt mache. Also gut, Freunde, das alles dann in der nächsten Part hier bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen.